ja. Fast 2 Monate ist ja die Schweiz absolut orientierungslos und ohne Deutungshoheit über das aktuelle Weltgeschehen gewesen. Jetzt ist aber die Krise vorbei. Die prominenteste Expertenrunde zwischen, sagen wir mal, Mettmerstetten und Burundi ist zurück. Zum Glück ist wichtig. Mit dem Fabian Unterreger. Jetzt könnten wir eigentlich direkt loslegen, aber vielleicht habt ihr so gelesen, Arbeitspsychologen haben zum Ferienschluss in vielen Zeitungen empfohlen, wir sollen unbedingt noch ein bisschen im Ferienmodus schwelgen, bevor wir uns dann wieder in die Arbeit stürzen, und das wollen wir natürlich sehr gerne machen. Grüezi miteinander. Ja, guten Morgen, Nationalrat Christoph Mörgeli. Von euch habe ich ja das Sommer eine recht scharfe Fotos gesehen, im Blick mit eurer jungen Freundin irgendwo in einem exotischen Land. Details bitte. Schauen Sie, das ist Privatsphäre und geht der Zwangsgebührenzahler nicht, aber gar nicht, wirklich. Aber ich muss Ihnen sagen, es war herrlich gewesen, speziell mit diesen Einheimischen. Ah ja, erzählt. Ja, ich verstehe nicht, warum die Menschen aus den südlichen Ländern zu uns flüchten. Schauen Sie, die Angestellten im Hotel, die haben wirklich etwas zu tun gehabt. Die haben Arbeit. Ein Beispiel. Mir ist beim Wakeboardfahren ein Tuppe in die Schiffsschraube gekommen. Ich habe das erst beim Mittag gemerkt, aber am Abend, da ist es schon wieder gewaschen, getrocknet und auch geföhnt in meiner Latsch. Auf dem Küssi gelegen, verstehen Sie, das macht Freude. Das grossartig, ja. Roger Köppel, Weltwoche-Herausgeber und SVP-Nationalratskandidat, der hat euch diesen Sommer geärgert, habe ich mal gelesen, über Demonstranten, also eine Wahlveranstaltung im Hauptbahnhof Zürich. Ein Skandal. Um was geht's? In Nordkorea wäre so etwas nie passiert. Ja gut, ihr wollt jetzt hier wohl nicht in der Schweiz zuständig wie in Nordkorea. Wieso nicht? Tatsache ist doch, wenn mehr Kohlköpfe in einem Staat mitmachen, gibt's nur noch einen grösseren Salat. Und außerdem, wie die Weltwoche recherchiert hat, hat Nordkorea seine Asylpolitik im Griff. Seit Jahren sind die und Auswanderungszahlen bei Null. Das Modell Pyongyang könnte das auch etwas für Simonetta Sommaruga sein. Ich glaube, ich habe in den Ferien nötig, wenn es so weitergeht. Altbundesrat Christoph Blocher, was habt ihr gemacht in der Sommerferien? Doridiano, Silvia und ich haben unsere Ferien in der Eidgenossenschaft verbracht. Muss Ihnen sagen, wie immer in den letzten 93 Jahren. Das sind noch nie im Ausland gewesen. Nicht einmal für die Flitterwoche. Doch, dort sind wir in Melide gsi, im Swiss Miniatur. Herrlich, Silvia und ich, heimigs los, im Minigolf und dann daheim, ein Coup Tête-à-Tête zum Nachtexpress auf Radio Beromünster, herrlich! Sommer ist ja auch die Zeit der Festivals, von den Open Air. Was haben unsere Musiker gemacht? Ex-Fasch Music Star Baschi. Was hast du gesehen? Ja, also das Jahr habe ich nur gerade am Open Air Masseltrangen teilgenommen, oder? Dann habe ich eben auch noch 3 Wochen Dreharbeiten gehabt. Was? Den Film hast du gemacht? Ja, so beim Bestatter, oder? Mega cool, wie im Film. Und Bestatter bin ich ein riesen Fan davon. Gefällt mir. Was hast du gespielt? Wann kann ich dich sehen? Gar nicht. Ich habe einen erschossenen und erwürgten Schlagersänger gespielt, oder? Der tot in einem Bach gefunden worden ist. Wie gesagt, gut, ich habe gar nicht viel Text müssen lernen, oder? Aber es ist gleich in die Hose. Oh, warum? Ja, ich bin im Bach gelegen, wie der Regisseur gesagt hat, und habe gewartet, aber irgendwie haben sie mich vergessen, oder? Als dann dunkel geworden ist, bin ich dann mal heimgegangen. Scheiß Fernsehen. Zum Glück ist wichtig.